Von Fels habe ich jetzt endgültig die Schnauze voll. Wenn Schneemann meint, er könnte mit mir machen, was er wolle, dann hat er sich aber schwer geschnitten. Es geht weiter mit dem Kampf gegen Janemba. Also springen wir ganz gekonnt, sobald es mal geht. Ja, ihr merkt, ich bin ein bisschen aggro drauf. Das liegt ganz alleine an Janemba, diesem fetten Riesenbaby. Den klopf ich durch wie ein Schnitzel. Da fällt mir auf, ich habe Hunger. Ist gar nicht gut. Mit hungerndem Magen gegen so ein fettes Riesenbaby zu kämpfen. Ja. Egal, wir klopfen die weich. Janemba! Boah, ist der fett, denkt sich bestimmt. Ja klar, er sagt zwar, ob du durchgeknallt bist, aber in Wahrheit denkt der Mann, bist du fett. Daneben, daneben, daneben. Daneben, sag ich doch! Immer schön auf die Finger kuppen. Die Fingernägel, die brauchst du sowieso nicht als blöder Dämon. Sag mal, kann ich seine Arme nicht dehnen oder so? Das will ich jetzt testen. Geht echt nicht. Ich muss einfach nur hinten stehen bleiben. Okay, dann 89. Hier kann ich sowieso nicht machen. Haha, daneben, daneben. Lalalala. Du bist doof, du bist doof. Was kann ich jetzt sagen? Bomberregen. Ja, ist sehr gut. Ich weiß, du magst Süßigkeiten, Fetti. Okay, ich habe nichts gesagt. Versuch's nochmal. Na, schaffst du nochmal. Okay, er schafft's doch. Was? So viel Schaden? Das ist übel. Dabei sind es doch nur ein paar Süßigkeiten. Ja, ist gut. Kannst auch mal aufhören. Ich bin doch schon hier vorne. Geht doch. Alter, ich bin hier auf der Seite, nicht da vorne. Geht doch. Nicht einmal hat mir die Zunge ausgestreckt. Ah, zu langsam. Was? Sag nicht zu langsam. Geht doch. Wieso ist eigentlich schon die gleiche Tastenkombi? Ja, schon bin ich oben. Oh Mann. Ja. Voll in der Mitte. Nimm das, Mann. Schon wieder ein Kamehame. Doppel-H. Was zum? Button smashen. Oh, mein armer Daumen. Daumen ist eigentlich überhaupt nicht gut. Was ist denn du für ein verdammter Magier? Oh nein, nicht der Move. Oh. Tja, ich hab dazugelernt, Alter. Kommst du? Wow. Bam. 89. Geil, Mann. Tschüss. 89. Du hast keine Chance. Was macht er jetzt? Er macht immer die gleiche Scheiße. Perfekt. Da kann ich mir wenigstens eine reinballern. Daneben, daneben. Lalalala. Du triffst mich nicht. Aber ich treffe dich. Er ist schon noch gelb. Oh nein. Nein, die Bauchnabel-Schießattacke. Das ist gemein. Wieso hat er so viele Bauchnabel? Das ist nicht normal, ey. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Nein! Oh, ich laufe direkt in die Flinte, hey. Ja, ist gut. Ich weiß, du hast einen Spaß, aber ich überhaupt nicht. Haha. Was machst du jetzt? Natürlich Spielverderber. Da ist meine Zunge. Hä? Jetzt bist du völlig, Mann. Ich bin sauer. Wir lassen uns doch nicht zweimal auf die gleiche Art und Weise verarschen. Sag tschüss, Mann. Hallo, Janemba, Janemba. Naja, begrüß dich nur selber. Dann ist gleich Schluss hier. Oh, Mann. Geht doch. Wieso nicht gleich so? Dämliche Tastenkombi. Lass mal Button Smash lieber. Okay, ich glaube einmal war es noch, oder? Und jetzt? Hä? Okay, das ging zu schnell. Er hat doch irgendwie total die Orientierung verloren. Jetzt geht's doch.
das war's mit dem Boss Battle. Zugegeben, es war keine Glanzleistung, aber es ist mir sowas von scheißegal. Okay, es ist zwar keine animierte Cutscene, aber es ist auch so nicht die, also ja, keine Anime-Szene, sag's mal so. Bei Cutscene ist es trotzdem. Okay, aber im Film war die Mucke ein bisschen bedrohlicher, sprich auch cooler und effektvoller und es passt einfach besser. Tja Leute, jetzt haben wir den Salat. Gegen Super Janemba müssen wir jetzt antreten. Oh Mann, wenn das doch nur so einfach wäre, das ganze Fett einfach abzusaugen und... Tja, los geht's! Super Janemba gegen Super Saiyan 3 Goku, bin mal gespannt. Wow, klar, mit dem Schwert bist du eigentlich irre, Mann! Das ist noch viel zu früh, das kommt erst, wenn Vegeta auftaucht. Du bist doch der noch, Mann! Kennst nicht mal die Programmabfolge? Hast das... Er hat das Buch dafür nicht gelesen. Also sprich das Drehbuch. Mann, jetzt habe ich lange nach dem Begriff gesucht. Was ist heute bloß los mit mir? Ich weiß es selber nicht. Ich weiß nur, dass ich in die Fresse polieren will. Wieso habe ich eigentlich nur noch 18.000 Punkte? Hä? Bin ich schon geschwächt in den Kampf gestartet? Das ist mal fail. Das wirst du mir büßen und tschüss! Wow. Kampfbooster for the win! Ich muss doch gleich mal oben sein. Verdammt! Oh, ich will eine Ultimate Move einsetzen. Zu spät. Na klar. Er fliegt durch ein paar Felsen und kriegt trotzdem noch so viel Schaden ab. Tja. Mann, Vegeta! Wieso tauchst du ausgerechnet jetzt auf? Wieso wackelt gerade Gokus Bein so? Wieso ist er wieder normaler Saiyajin? Ach, Alter, hier werden Szenen übersprungen, das glaubt mir keine Sau. Hä? Was quatscht ihr da? Was soll das Smalltalk? Mann, hör mal auf mit dem Quatsch. Na klar, ausgerechnet Vegeta, Mann, du bist nicht mal ein dreifacher Super Saiyajin. Halt dich raus und setz dich auf die Ersatzback, wie immer. Oh ja, natürlich hat er alle möglichen Schwerter tragen, ja. Okay, gut, zumindest übernehme ich. Man kann nicht mal ausreden, dankeschön, übernehme ich zumindest den Kampfbooster und auch, ganz genau, die Energieanzeige von Goku, damit auch die Geistanzeige, damit ich meine ultimativen Angriffe ausführen kann. Naja, sieht eigentlich eher nach den super Angriffen aus, was soll jetzt das schon wieder? Hä? Genug ausgeruht oder was? Hallo? Mann, könnt ihr mal entscheiden! Alter! Na klar. Er quatscht die ganze Zeit von, dass er alleine kämpfen will und jetzt macht er den Vorschlag zur Fusion. Mann, ey, das stimmt doch gar nicht. Im Film macht Goku den Vorschlag. Oh Mann, ey, jetzt reicht's mir. Mann, ich wollte... Egal. Es ist egal, was ich wollte. Ich krieg sowieso nie, was ich wollte. Ja. Button Smash kann ich auch vergessen. Ich habe viel zu wenig Ki dafür. Also Ki ist natürlich die Unteranzeige, ja. Die rechts ist die Geistenenergie. Und die Geistenenergie brauche ich nur, um Angriffe auszuführen. Sprich solche. Seit wann ist der Nahkampfmodus? Dankeschön, Vegeta. Jetzt mach endlich mal was. Was? Doppelte Galick-Kanone. Näher aus, okay. Janemba kann nichts machen, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, der Move. Ja, und er hat dagegen Pui eingesetzt. Ne, Moment, der hieß Pui Pui oder so. Na, ihr wisst schon, den Diener von Babidi. Den haben wir zwar im Film nicht gesehen, aber... im Spiel nicht gesehen, im Anime, im Manga schon. Okay, das Ganze hier geht mal ein bisschen zu schnell, um ehrlich zu sein.
Weil Vegeta hat eigentlich von sich aus nur ein einziges Mal wirklich die Fusion vorgeschlagen. Und das war bei Dragon Ball GT. Hier im Film da vom Jenseits hat er, naja, Goku hat das vorgeschlagen, Vegeta dann später mal zugestimmt. Aber der Vorschlag, der kam von Goku. Und hier sah es ja aus, als hätte Vegeta den Vorschlag gemacht. Alter Scheiße, hey. Okay, ich kann es mir leisten. Ich habe über 40.000 Energie und Janemba ist gleich im Abkratzen. Okay, kann bringen Ultimate Move. Dimension Schwertattacke. Ist das vielleicht die Attacke, die er gegen Goku eingesetzt hat, als er ihn zerschnippeln wollte? Jo, ist genau die. Und trotzdem nehmen wir noch und haben keinen einzigen Kratzer davon getragen. Oh. Ich war zu früh. Okay, der Move ist nicht übel, Alter. Aber der auch nicht. Du warst so langsam. Tschüss, Mann. Scheiß auf Superattacken, scheiß auf Ultimate-Attacken, scheiß auf das ganze Kie. Reiß dir einfach die Schnauze weg. Ja, yeah, Mann, immer schön rein, da wo es weh tut. Wieso hat er noch eine Energie? Hey, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Jetzt hau endlich mal ab! Geht doch. Oh, der Sternstabbreaker, der ist nicht übel, ey. Vor allem sieht der super stylisch aus und ich habe keine Ahnung, wie man den abwehren sollte. Oh. Also das waren definitiv mehr als nur kleine Schläge auf den Hinterkopf. Ganz genau, den Move meine ich! Und explodiert von innen heraus. Haben wir jetzt zwar hier nicht so schön gesehen, aber im Film war es so. Ganz gut dreht er sich einmal rum wie ein Roboter. Wir werden uns wiedersehen. Oh ja. Was sagt die Zeit? Sie sieht eigentlich soweit gut aus. Ganz genau, Freunde. Deshalb beende ich auch an dieser Stelle. Wir haben es gesagt, wir haben es geschafft. Super Janemba ist somit auch Geschichte. Und das bedeutet, ja, was wohl, dass wir einen neuen Charakter haben. Nehme ich zumindest mal stark an. Okay, das kann ich mir eigentlich noch ansehen, wa? Aber ich denke, der erste Kampf dürfte nicht automatisch erfolgen. Hoffe ich zumindest. Ja, da seht ihr es. Neuer Charakter namens Super Janemba. Ja, offenbar kommen die Bossgegner wirklich nicht als einzelne Charaktere vor. Finde ich ein bisschen schade, aber was will man machen? Das heißt dann wohl, dass Hildegard der nächste Gegner ist. Ja, bitte nicht direkt, oder? Der müsste doch eigentlich in der westlichen Hauptstadt auftauchen. Ich nehme mal an, dass es nicht die einzelnen Teile sind, sondern wieder mal nur die Endform. Was ich sowieso ein bisschen beknackt finde. Wieso da? Okay. Ist doch ein anderer Gegner? Da fällt keiner mehr ein. Es kann nur noch Hildegard sein. Okay. Wie wir Hildegard als dreifache Super Saiyajin, finde ich zwar gerade ein bisschen seltsam, aber okay. Wie wir ihn platt machen, seht ihr im nächsten Part von Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Und ich denke mal, dann sind wir langsam sicher am Ende. Außer natürlich noch die Dragon Ball GT Saga fehlt noch. Aber da bin ich mir jetzt echt nicht so sicher, was da noch alles auf uns zukommt. Wir haben zwar gesehen, dass der vierfache Super Gogeta noch dabei war und auch Omega Shenron, aber wenn das wirklich nur alles wäre. Also wenn wirklich die gesamte GT-Saga nur aus diesem Kampf bestünde, dann, meine Freunde, dann werft die Disc offiziell aus dem Fenster raus. Ohne Scherz, ich mach das. Aber, naja, mal abwarten. Fragen wir sowieso, wie weit fliegt das Teil überhaupt, ob ich jemanden treffe? Naja, wir sehen sie dann. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.